Jö, ist die herzig. Schau, die kleinen Fingerli. Jetzt hat sie sich gerade bewegt. Ich will auch schauen. Ich sehe nichts. Geh mal weg, ich will auch führen. So haben die 12 Prinzessinnen von der Burg Falkenstein durcheinander geschwafelt. Keine hat mehr den Sturmwind gehört, wo laut um Burgtürme gepfiffen hat. Alle haben sich um die Hebamme gedrängelt und ihres neue Schwesterli bestaunt. «Wie heisst's?» hat die älteste Prinzessin wissen. «Also, es ist bei uns Brauch», hat der König gesagt, «dass wir für unsere Kinder immer einen Namen von unseren Vorfahren wählen. Und da bleibt für unsere kleinste Prinzessin nur noch...» Der König hat zögert und zu der Königin geschaut. «Ja, dann...» hat die Königin überlegt. «Ja, dann bleibt nur noch der Name von der Urgroßtante Kunigund übrig.» Ausgerechnet Kunigund. Alle haben die haarsträubenden Geschichten von der Urgroßtante Kunigund kennt. Und wie sie einst an einem schönen Tag einfach verschwunden ist. Nur ein einziges Bild in der Ahnengalerie hat noch an sie erinnert. Das Bild von einer verstrubelten, dreckigen Prinzessin. Aber es ist der Königsfamilie nichts anderes übrig geblieben. Die jüngste Prinzessin hat den Namen Kunigund bekommen. Kunigund ist eine gewundrige und lebhafte Prinzessin geworden. Und sie war wunderschön. Trotzdem haben sich der König und die Königin Sorgen gemacht. Prinzessin Kunigund ist nicht wie ihre Schwester. Ständig zappelt sie auf ihrem Stuhl um. Beim Essen leert sie Gläser raus. Sie braucht das Messer und Gabel, als hätte sie 2 linke Hände. Die Erbsen spicken ihr aus dem Teller und die Nudeln rutschen auf den Boden. Und hat die Königin geseufzt. Am liebsten würde sie mit der Hand essen. Sie war wirklich ein bisschen besondere, die kleine Prinzessin Kunigund. Wenn sie bastelt hat, sind ihre prächtigen langen Haare voll mit farbigen Papierfötzeli und Leim. Und wo sie gelernt hat zu schreiben, ist sie bis ab Füße aber voller Tinte gsi. Kein Wunder, sagen ihr alle nur noch Prinzessin Schlargi, hat der König geseufzt. Und die Königin hat geschluchzt. Wie sollen wir für Prinzessin Schlargi nur einen Prinz finden? Ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, hat der König gesagt. Und ich habe darum beschlossen, dass der aus der Prinzessin Schlargi eine anständige Prinzessin macht, sie zur... Halt! Hat die Königin gerufen. Du kannst ihm alles geben, aber versprich ihm nicht Prinzessin Schlargi zur Frau. Dann halt nicht, meinetwegen, hat der König brummelt. Dann gib ihm halt das Zimmer voll Gold und Edelstein. Schon am nächsten Tag hat der König seinen Beschluss im ganzen Land ausrufen lassen. Als erstes ist ganz ein berühmter Professor aufs Schloss gekommen. Er ist in seinem eleganten Gewand im Esssaal auf- und abgestolziert und hat dabei der Prinzessin Schlargi beim Essen zugeschaut. Nachdenklich hat sich der Professor am Bart gekratzt. Ich glaube, im Fall von der Prinzessin Schlargi helfen nur Brennnessel, Ameisen, Säure, bitter. Füllt die Badwanne und macht, was der Professor sagt, hat da der König befohlen. Das Badwasser hat grusig gebrannt und bissen. Auf der Haut der Prinzessin Schlargi hat es lauter kleine rote Pünktli und Bückeli gegeben.
Das muss so sein, hat da der Professor gemeint und hat bestimmt, dass Prinzessin Schlarki für die nächsten 30 Tage jeden Tag 3-mal ein Brennnesseln-Ameisen-Säurebad muss nehmen. Aber all die schrecklichen Bäder haben nichts genützt. Prinzessin Schlarki ist ein schussliger Schmierfink geblieben. Gleich darauf aber ist eine alte, bucklige Frau durchs Burgtor gekunken. Ihre Haare sind wild vom Kopf abgestanden und auf der Nase hat sie eine grosse, schwarze Warze gehabt. Und aus dieser Warze ist ein langes, schwarzes Haar gewachsen. »Wo ist die Prinzessin, wo?« hat sie gekrächzt. Die Königin hat Prinzessin Schlarki rufen. »Sitz auf den Stuhl«, hat die Alte befohlen. Dann hat sie angefangen, lauter gespässiges Zeug vor sich hinmurmeln. Und dabei hat die Prinzessin Schlarki umgeschnuppert. Wo das lange, schwarze Warzenhaar Prinzessin Schlarki im Knick hat angefangen zu kützeln, hat sie von Kopf bis Fuß geschudert. «Willst du echt ruhig sitzen?» hat die Alte gekrächzt und weiter an der Prinzessin Schlarki umgeschnuppert. Endlich war sie fertig. «Ein klarer Fall. Da hilft nur eins.» Die Alte hat einen grossen Topf aus den Falten von ihren vielen Röcken gezaubert. «Meine Spezialkrotten-Schleimsalbe. Prinzessin Schlarki muss sich jeden Tag damit einreiben. Wenn der Topf leer ist sie geheilt und sollte wissen, wie sich eine richtige Prinzessin zu benehmen hat.» Prinzessin Schlarki hat vor dieser Krotten-Schleimsalbe geruset. Aber der König und die Königin haben darauf bestanden. Sie hat sich mit dieser kleberigen Stinksalbe einschmieren, so lange, bis kein bisschen mehr führig war. Aber auch die Krottenschleimsalbe hat nichts genützt. Prinzessin Schlarki ist ein schussliger Schmierfink geblieben. Es ist nicht lang gegangen, da ist ein schwarzes Ross in den Burghof galoppiert. Ein Reiter in einem schwarzen Mantel ist vom Ross gumpet und hat befohlen, dass man ihn sofort zum König führt. «Ich weiss, wie Ihre Prinzessin geheilt werden kann», hat er wichtig gesagt und ein grosses Einmachglas in die Luft gehebt. «Das sind Schlangeneier, eingelegt in Heilessig. Die werden Prinzessin Schlarki ein für alle Mal von ihrem Leiden heilen.» Das Mal hat die Königin gruset. Sie hat schüle Angst vor Schlangen. «Aber wenn die Schlangeneier der Prinzessin Schlarki helfen», hat sie gedacht, «dann muss ich mich halt zusammennehmen.» Und sie hat der Prinzessin Schlarki befohlen, vor jedem Essen so ein Schlangenei zu schlürfen. Die Eier sind furchtbar grusig. Prinzessin Schlarki hat beim Essen immer die Nase zuheben. Aber zum Glück ist auch das grösste Einmachglas einmal leer. «Da, ihr letztes Ei!» Ein Diener hat das Tellerli mit dem letzten Ei im Einmachglas vor Prinzessin Schlarki angestellt. Sie hat es schnell nehmen und... Nein! Hat sie dabei das Glas mit dem letzten Schlangenei ausgeleert. Im Esssaal ist es totenstill geworden. Alle haben auf das Geschlüder gestarrt, wo sich langsam auf dem Tisch verteilt hat. Und alle haben eingesehen, dass auch die grusigen Schlangeneier nichts genützt haben. Prinzessin Schlarki ist und bleibt ein schussliger Schmierfink. «So werden wir nie einen Prinz für sie finden», hat die Königin verzweifelt gesagt. Und der König hat geseufzt: «Ja, dann
dann heiratet sie halt nicht. Leislich ist Prinzessin Schlarki aus dem Esssaal gedüsselt. Ich wett aber auch einen Prinz, der mich gern hat und mich heiraten, hat sie traurig gedacht und ist in die kleine Kammer der alten Hebamme. Zu deren ist sie immer gegangen, wenn sie traurig war. «Was ist denn mit dir los?» hat die Hebamme gefragt. «Ich kann mir einfach nicht helfen», hat die Prinzessin geschluchzt. «Ich gebe mir eine sättige Mühe, um eine richtige Prinzessin zu sein. Aber mir geratet es einfach nicht. Es ist gleich, was ich in die Hand nehme. Es kommt nie so raus, wie es die anderen von mir erwarten.» «Papperlapapp», hat sie die alte Hebamme tröstet. «Der Herrgott hat dich nicht umsonst zu einer Schlarki-Prinzessin gemacht. Er wird schon seine Gründe dafür haben.» Dann sollen wir die Gründe endlich zeigen, hat Prinzessin Schlarki gewettert und ist hässig zu der Hebamme aufs Kanapee gesessen. «Komm, erzähl mir die Geschichte von der Kobold. Bitte!» Die hat sie immer wieder hören. «Meinetwegen», hat die Hebamme gesagt und angefangen zu erzählen. Man sagt, dass in stürmischen Nächten Kobold durchs Land schleichen und probieren, den Neugeborenen ein Haar zu stellen. Wenn sie eins verwutschen, wird das Kind zu einem Schmierfink. Und es bleibt ein Schmierfink, bis es sein Haar wieder zurückgeholt hat. «Hey, bei meiner Geburt hat's gestürmt», hat Prinzessin Schlarki überlegt. «Ja, ich weiss. Und wie?» hat die Hebamme gesagt und sich den Schal fester um die Achseln gezogen. Sie sind still beieinander gesessen. Plötzlich ist Prinzessin Schlarki aufgestanden. «Ich gang die Kobold suchen und hole mein Haar zurück.» Sie ist zur Tür raus, ist in ihr Zimmer und hat ihre 7 Sachen gepackt. Hat das eine Aufregung gegeben? Der König und die Königin und alle 12 Schwestern haben sie umstimmen. Es hat nichts genützt. Prinzessin Schlarki war fest entschlossen, die Kobold zu suchen. Beim Sonnenaufgang hat sich die ganze Familie im Burghof versammelt. Der König hat der Prinzessin Schlarki zum Abschied ein Säckchen mit Kandiszucker gegeben. «Du hast doch so gern Kandiszucker. Den kannst du vielleicht einmal brauchen.» Die Prinzessinnen haben ihr zum Abschied ein kleines Glöckchen um den Hals gehängt. «Mit dem haben wir doch alle so gern gespielt. Nimm's mit, dann bist du nicht so allein.» «Ich gebe dir mein Reisescherli mit auf den Weg», hat die Königin gesagt. «Es ist dir vielleicht einmal eine grosse Hilfe.» Prinzessin Schlarki hat alle fest umarmt. Dann ist sie gegangen. Sie ist tagelang kreuz und quer durchs Land gewandert und hat Blattern an den Füßen bekommen. Aber sie hat nicht aufgegeben. Tag für Tag ist sie weitergezogen, ist auf Hügel rauf und durch Bach durch. Alle Leute hat sie nach den Kobolden gefragt. Aber niemand hat schon mal etwas von so Kobolden gehört. Eines am Tag ist Prinzessin Schlarki in einen Wald gekommen. Trotz der hellen Mittagssonne war es im Wald dunkel. Der Weg ist immer schmaler geworden und hat schliesslich bei einem Gestrüpp aufgehört. Sie ist stehen geblieben. Es war müchsli-still. Nur das Glöckchen von ihren Schwestern hat am Hals leislich geklingelt. Dann ist sie weitergelaufen. Durchs Gestrüpp, immer tiefer in den Wald hinein. Psst! Da! Das sind doch Stimmen. Prinzessin Schlarki ist diesen Stimmen nach und hat bald ein Lagerfeuer gesehen. Ein paar wilde Räuber sind drumherum gesessen und haben sich an den Flammen gewärmt. Hat der Größte und Wildeste gejohlt, als er die Prinzessin gesehen hat. «Wer ist denn das?»
ein verlaufener Dreckspatz!» hat der Hagri gekrächzt und mit seinem dreckigen Finger auf die Prinzessin Schlarki gezeigt. «Schaut da! Hat uns der König vom Rosenschloss zur Abwechslung einmal eine Dienstmagd statt seine Soldaten geschickt!» hat der Buckel gelacht. Wo Prinzessin Schlarki gemerkt hat, bei was für Kerli sie da gelandet ist sie verschrocken. Am liebsten wäre sie gerade wieder davon gerannt. Aber sie hat ihren ganzen Mut zusammengenommen und ist ans Feuer angegangen. «Wie heiß ist?» hat der Grosse angeschnauzt. «Prinzessin Schlarki», hat sie leislich gestottert. «Prinzessin!» haben die Räuber durcheinander gejohlt und gehebert. «So siehst du gerade aus. Höchstens eine Räuberprinzessin!» «Zeig uns doch einmal, ob du kannst führen und kochen!» hat der Hagri gerufen und auf einen grossen Kochkessel neben dem Feuer gezeigt. Von jetzt an hat Prinzessin Schlarki jeden Tag vom Morgen bis zum Abend für die Räuber führen, kochen und Kleider waschen. Nacht ist sie unter ihre Decke geschlafen und hat den Räuber zugelassen, wie sie einander ihre wilden Geschichten erzählt haben. Die ersten farbigen Blätter haben den Herbst angekündigt. Es ist kühler geworden. Und die Räuber sind jeden Abend ein bisschen früher als warme Feuer heimgekommen. «Was meint ihr? Die Schlarki könnt doch noch unsere Winterkleider waschen?» hat der Bucklig vorgeschlagen. «Ja, das ist eine gute Idee», hat der Hagri gegrinset. «Dann müssen wir uns dort den ganzen Winter mit den Flöhen umschlagen.» Schon am nächsten Morgen hat Prinzessin Schlarki draussen bei der Wasserquelle einen Berg Wintermäntel waschen. Ganz blaue Hände hat sie vom eiskalten Wasser bekommen. Da hat sie plötzlich etwas gehört, durch die Büsche trampeln. Ein Tier. Ein grosses Tier. Ein Bär, hat sie gedacht. Sie ist verschrocken und hat schnell die Mäntel gepackt und wollte davonlaufen. Aber das Tier war schneller. Noch bevor die Prinzessin Schlarki davonrennen konnte, ist ein prächtiger Schimmel aus dem Gestrüpp gekommen und hat von der Quelle getrunken. Die Prinzessin Schlarki hat fast nicht mehr getraut zu schnaufen. Ein Ross. Wo kommt das her? Kennt es echt den Weg aus dem dunklen Wald? Da hat das Ross den Kopf gelupft und Prinzessin Schlarki angeschaut. Es hat seine Ohren gespitzt, als würde es warten, bis Prinzessin Schlarki mit ihm redet. «Hast du gern Zucker?» hat Prinzessin Schlarki ein bisschen scheu gefragt. Sie hat das kleine Säckchen von ihrem Vater aufgetan, ein Stückchen Kandiszucker rausgenommen und dem Ross angestreckt. Ganz langsam ist der Schimmel näher gekommen und hat säuferli den Zucker aus ihrer Hand geschleckt. «Wenn ich doch bloß ein Seil hätte», hat die Prinzessin überlegt, «dann könnte ich ein Halfter knüpfen.» Sie hat umgeschaut, ob echt etwas Passendes rumliegt. Da sieht sie in der Quelle ihr Spiegelbild. Klar, meine Haare. Kurz entschlossen hat sie das Scherli von ihrer Mutter vorgenommen und ihre prächtigen langen Haare abgeschnäffelt. Geduldig hat das Ross zugeschaut, wie die Prinzessin aus ihren Haaren ein Seil dreht. Sie hat das Halfter daraus geknüpft und dem Ross angelegt. «Da, mein letztes Zuckermöckli.» Prinzessin Schlarki ist auf den Schimmel geklettert. «Hü, Schimmeli, führ mich aus dem Wald raus!» Der Schimmel hat sich umgedreht und ist mit der Prinzessin Schlarki im Gestrüpp verschwunden. Vorsichtig hat er einen Weg durch das dicke Gewirr voller Äste und Dornen gebahnt. Die Arme und Beine der Prinzessin Schlarki hat es immer mehr verkrabbelt und die Kleider sind überall hängen geblieben und verrissen. Aber das alles hat der Prinzessin Schlarki nichts ausgemacht. Endlich ist sie die Räuber losgeworden.
Endlich kommt sie aus dem dunklen Wald raus. Und endlich kann sie weiter die Kobolde suchen. Ein paar Stunden später sind sie an einen steilen Berg gekommen. Da sieht sie einen alten, verwachsenen Weg mit engen Kurven bis auf den Berg hoch. Das Ross ist dem Weg nah und hat die Prinzessin Schlarki immer höher und höher hochgetragen. Der Wald hat sich angefangen zu lichten und das Abendrot hat durch die Äste geschimmert. Aber die Prinzessin hat von all dem nichts mehr gemerkt. Sie hat auf dem Hals vom Ross tief und fest gepfuset. «Hey, woher hast du mein Ross?» Die Prinzessin ist verschrocken und aufgeschossen. Ein Bursch in dreckigen Kleidern hat ihr den Weg versperrt. «Das Ross, das habe ich im Wald gefunden», hat sie verdattert gesagt. «Im Wald?» Der Bursch hat die Prinzessin Schlarki von zoberst bis zunderst gemustert. Er hat die blutigen Krebel gesehen und die verrissenen Kleider. «Es ist lang her, seit das letzte Mal jemand durch den Dunkelwald in unser Reich gekommen ist», hat er gesagt. «Wer bist du?» hat Prinzessin Schlarki wissen. «Ich bin der Prinz Markus und wohne mit meiner Familie auf dem Rosenschloss.» Er hat auf ein Schloss zuoberst oben auf dem Hügel gezeigt. «Und du? Wer bist du? Und woher kommst du?» Prinzessin Schlarki hat dem Prinz Markus ihre Geschichte erzählt. Und am Schluss hat sie ihn gefragt: «Hast du echt schon mal etwas von der Kobold gehört?» «Kobold? Nein, noch nie.» Der Prinz Markus hat den Kopf geschüttelt. «Aber komm doch mit mir zu unserem Schloss. Meine Großmutter kennt einen Haufen so alte Geschichten. Vielleicht hat sie schon von denen gehört.» Auf dem Schloss hat die Königin Prinzessin Schlarki freundlich willkommen geheissen. «Du willst also mit der Großmutter reden?» Sie hat Prinzessin Schlarki angeschaut. «Mhm. Nach der Nacht dann, gell? Zuerst nimmst du jetzt mal ein Bad. Und wir suchen dir unterdessen etwas Sauberes zum Anlegen.» «Nach der Nacht?» nuschelt Prinzessin Schlarki verzweifelt vor sich hin. «Nach der Nacht? Und wenn wir die Erbsli aus dem Teller spicken und das Glas wie von Zauberhand umkippt und das alles am Tisch von einem fremden König?» Vor lauter Angst wäre Prinzessin Schlarki am liebsten im Schaumbad versunken. Sie wäre lieber wieder bei den Räubern gewesen. Die hat es nämlich nie gestört, wenn sie ein Glas ausgeleert hat. Und mit den Händen essen war bei den Räubern etwas Normales gewesen. Keiner hat gefunden, sie sei anders. «Nach der Nacht will sicher niemand mehr mit mir reden», hat Prinzessin Schlarki traurig gedacht. Ein lauter Gong hat zum Nachtessen gerufen. Unsicher ist Prinzessin Schlarki vor dem Esssaal stehen geblieben. «Bitte sehr, Ihren Essmantel.» Ein Diener hat der Prinzessin Schlarki einen farbigen Essmantel angehebt. «Ein Essmantel?» hat die Prinzessin gedacht. «Sogar auf dem Rosenschloss wissen sie also schon, dass ich nicht schön essen kann.» Sie ist in den Essmantel hineingeschlafen und hat sich geschämt. Wo die Prinzessin in den Esssaal gekommen ist, hat sie nicht schlecht gestaunet. Alle, vom König bis zur jüngsten Prinzessin, haben auch Essmäntel angehabt. «Sag mal», hat sie den Prinz Markus gefragt, «warum habt ihr alle Essmäntel an?» «Das ist bei uns so Brauch», hat der Prinz erklärt. «Vor langer Zeit, es ist, glaube ich, zur Zeit von meiner Urgroßmutter, ist eine fremde Frau zu uns gekommen, an den Hof. Sie hat immer behauptet, sie sei Prinzessin und heisse Kunigund. Das hat ihr niemand so richtig geglaubt. Trotzdem ist sie an unserem Hof Erzieherin geworden. Und wo meine Urgroßmutter schon als junge Frau gestorben ist,
ist Kunigund der Prinzessinnen und Prinzen wie eine zweite Mutter gsi. Der Prinz Markus hat auf ein Bild gezeigt. Darauf ist mitten in einer Schar Kind eine verstrubelte, lustige Frau gesessen. Weisst, Kunigund hat nicht essen, ohne zu koseln. Um ihre schönen Seidengewänder zu schützen, hat sie sich Essmäntel nähen lassen. Der Prinzessin und der Prinzen haben die Essmäntel so gut gefallen, dass auch sie sättig tragen beim Essen. Ja, und seitdem brauchen wir bei uns im Hof eben Essmäntel. Prinzessin Schlarki hat aufgeschnauft. Da auf dem Rosenschloss spielt's also keinen Ruggel, ob ihr ein Erbsli vom Teller gumpi oder nicht. Noch nie in ihrem ganzen Leben hat sie das Nachtessen so genossen. Nach dem Essen sind Prinzessin Schlarki und der Prinz Markus zu der Großmutter als grossen Feuer gesessen. Und auch ihr hat die Prinzessin ihre Geschichte erzählt. So. Du bist also auf der Suche nach der Kobold. Ja, da gibt's tatsächlich eine Geschichte über Kobold. Man erzählt, dass die Kobold in einer Höhle vom Silberwald wohnen. Und hat sie schon mal jemanden gefunden? Hat Prinzessin Schlarki wissen. Ich habe schon viele Leute getroffen, die die Kobold gesucht haben. Alle sind erwartungsvoll in den Silberwald gezogen. Aber alle sind traurig und enttäuscht wieder zurückgekommen. Nie hat irgendjemand so einen Kobold gesehen. Dann gibt's also gar keinen Kobold? Ich weiss nicht. Ich weiss nur, dass es sie in den Geschichten und Märchen gibt. Dort gibt's sie. Dann war meine Reise also ganz umsonst. Nein, deine Reise war nicht umsonst. Aber wenn es doch keine Kobolde gibt. Weisst, manchmal sucht man nur am falschen Ort. Man sucht es im Wald, in einer Höhle. Aber manchmal sitzt der Kobold in dir inne. Er sagt dir, dass du ein Schutzli bist, dass du nicht schön kannst essen. Er sagt dir, dass du ein Schlarki bist. Aber das bin ich doch alles. Natürlich bist du das alles. Aber ist denn das so etwas Schlimmes? Hä? Erstaunt schaut Prinzessin Schlarki die Großmutter an. Aber das sagen doch alle. Wirklich? Prinzessin Schlarki überlegt. Gut, die Räuber, die hat's nicht gestört. Denen bin ich sogar zu vornehm gsi. Aber das sind Räuber. Die anderen Menschen finden mich schrecklich. Für Leute wie mich gäb's keinen Prinz, der mich heiraten will. So? Und warum sollte ich keinen Prinz heiraten? Fragt der Prinz Markus. Prinzessin Schlarki hat den Prinz Markus gross angeschaut. Und lang. Und plötzlich hat sie es verstanden. An einem Ort, wo Prinzen in dreckigen Hosen durch die Wiesen und Wälder stiefeln. An einem Ort, wo man mit Essmäntel isst. An solchen Ort gibt es auch einen Platz für Prinzessin Schlarki. Siehst, hat die Großmutter gelächelt. Deine Reise war nicht umsonst. Und? Fragte der Prinz Markus. Dann, bleibst du jetzt also bei uns? Ja, hat Prinzessin Schlarki gesagt. An dem Abend ist Prinzessin Schlarki überglücklich eingeschlafen. Und in der Nacht hat sie von einem langen Brief geträumt, wo sie heimschreiben will. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.